Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. In der Corona-Krise gibt es vor allem eine grosse Hoffnung. Die Hoffnung heisst Impfung. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Über die Impfung reden wir heute, und zwar mit dem obersten Verantwortlichen vom Gesundheitswesen im Kanton Aargau. Er ist seit Anfang 2020 Vorsteher vom Departement Gesundheit und Soziales, kurz DGS. Am Montag hat er das Impfzentrum hier in Zofingen eröffnet. Eine gute Gelegenheit für uns, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Jean-Pierre Galatti. Grüezi, Herr Pfister. Ein Impfzentrum nach dem anderen geht auf. Jetzt am Montag ist Zofingen dran gewesen. Viele Leute haben sehr grosse Hoffnung in die Impfungen. Zu Recht. Es scheint so, dass eine Höhe durch Impfung irgendwie das Einzige könnte sein, was die Pandemie kann vorbeigehen lassen, relativ schnell. Ist die Hoffnung, besteht die zu Recht? Ja, so sieht es aus, Herr Pfister. Das ist nicht nur eine Hoffnung, das ist ein Ziel. Europaweit, weltweit, auch im Kanton Aargau, dass wir etwa die Hälfte oder sogar 70% der Bevölkerung können impfen können. Bei uns ist das Ziel die Hälfte bis Mitte Jahr, und da funktioniert auch, wenn die Lieferung der Impfstoffe so funktioniert, wie es das BAG, der Bund, uns in Aussicht gestellt hat. Und das scheint ja noch nicht so der Fall zu sein. Jetzt hier in Zofingen könnten wir 2000 Leute in der Woche impfen. Die Woche sieht es aus, dass 600 geimpft werden können. Wie ist es mit dem Impfstoff? Wird er bald mehr zur Verfügung stehen? Was wissen Sie da? Also, wir gehen davon aus, dass ab 1. Mai wir richtig Vollgas geben können in dieser Impfkampagne. Und ab diesem Zeitpunkt eben auch genug Impfstoff zur Verfügung steht. Die Zahl, die ich vorher gesagt habe, dass wir Ende Juni 50% der Bevölkerung, sprich knapp 400 oder 350'000 Leute geimpft haben, geht eben von der Lieferung aus, was das BAG uns in Aussicht gestellt hat. Zwischen Anfang Jänner und heute haben wir einfach schon ein paar Mal erlebt, dass die Zahlen nicht eingehalten worden sind, weil eben die Produzenten oder Produktionsschwierigkeiten haben. Aber man kann nur hoffen, es funktioniert. Es ist so, bei uns, die 6 Impfzentren im Moment im Betrieb sind so 30-35% nur ausgelastet. Man könnte es verdreifachen, man könnte es sogar für und verfünffachen, wenn man noch 4 Stunden länger pro Tag und Samstag, Sonntag auch noch impfen. Das heisst, das Ziel 350'000 Geimpfte Ende Juni, das muss man mit ein bisschen Vorsicht Stand heute anschauen. Eben, es hängt ab von der Anzahl und vom Rhythmus der Impfstofflieferungen, ja. Steht ja die Idee oder ist auch eine Art Forderung im Raum, dass nur die Geimpften oder solche, die die Erkrankung durchgemacht haben, dann hoffentlich nach dem Juni, vielleicht im August oder September, können so Anlässe, Konzerte zugelassen werden. Ist das eine Idee, die Sie unterstützen? Ja, auf den ersten Blick tönt das gut. Jetzt gibt es aber verschiedene Probleme, die sich daraus ergeben. Das eine ist vielleicht einmal der Aspekt, dass ein Privater ja machen kann, was er will. Also wenn Sie Leute einladen bei sich daheim, können Sie auch eine Impfausweispflicht einführen, wenn Sie Lust haben. Die Frage ist, wie weit geht das? Wenn man ein Länderspiel macht mit 50'000 Zuschauern, kann man das auch noch als Privater oder nicht? Das ist das eine. Das Zweite ist die Frage, läuft das nicht vielleicht auf einen indirekten Impfzwang raus? Das ist ja ein ganz schwieriges Thema in unserer Gesellschaft, der Impfzwang. Wie sieht es aus mit dem Ausland? Das betrifft ja vor allem auch den Tourismus, das Reisen. Oder? Das ist eine Übung, die nicht nur rein innerargauisch oder innerschweizerisch könnte stattfinden. Bis hin zu Fragen vom Persönlichkeitsschutz ist ganz eine interessante Sache, die vielleicht, oder ich vermute, der Gesetzgeber müsste aktiv werden. Da habe ich den Eindruck. Ich weiss auch nicht, ob das jetzt die Lösung wäre. Da hängt vielleicht auch noch ein bisschen von der Wirkung ab, von all diesen Impfstoffen. Wie weit ist man überhaupt sicher vor Übertragungen, wenn man geimpft ist, und wie lange? Es ist ja nicht nur die Frage, ob man geimpft ist, sondern auch, wie lange so eine Impfung wirkt. Also sehr viele Fragezeichen und auch sehr viele interessante Fragen, die sich stellen. Ich kann jetzt also nicht einfach sagen, ja oder nein. Sie sind wahrscheinlich oder sicher das Mitglied von der Regierung, das besonders noch bei dem Geschehen ist, auch in den Spitälern. Man hat den Eindruck, dass Sie, ich sage es jetzt ein bisschen sehr zugespitzt, wirklich sehr zugespitzt, ein bisschen vom Saulus zum Paulus. Also Sie unterstützen, wenn ich das richtig verstehe, auch sehr, sehr einschneidende Massnahmen gegen die Pandemie. Hat es da
jetzt da ein besonderes Ereignis gegeben, wo für Sie besonders einschneidend war im Lauf jetzt von diesen letzten Wochen und Monaten? Die Haltung von mir selber, aber auch vom aargauischen Regierungsrat war das letzte Jahr immer, dass man nicht irgendwelche Massnahmen für die Galerie macht, einfach, dass man etwas gemacht hat und zum können zeigen, dass man etwas macht. Es hat ja x so Massnahmen gegeben letztes Jahr. Ich nehme nur ein kleines Beispiel raus. Also wenn man Restaurants abends um 7 Uhr zutun muss, ist ja mal so, dass das für die meisten Wirte am Schluss gleich ein Verlustgeschäft ist und die Pandemie also jetzt nicht wesentlich beeinflusst. Der Streit, ob jetzt oben am 7 oder am 8 oder am 9 oder am 10 zu, das sind so Einzelbeispiele, wo wir eigentlich eher gesagt haben, ja, das ist jetzt wahrscheinlich eher etwas, was ein bisschen für die Galerie ist und wenn es dann aber so ist und am Tag geht, dass das Gesundheitswesen überlastet wird, es geht ja bei der Pandemiebekämpfung nicht darum, dass es keine Ansteckungen mehr gibt, dass man den Virus ausrottet, das ist einfach nicht möglich, sondern darum, dass man die Kapazitäten im Wesentlichen von den Spitälern und auch vom Contact Tracing schützen und schonen. Und wenn ihnen die Intensivstationen überlaufen und sie in einen Kollaps hineinlaufen, und das war bei mir ein Schlüsselerlebnis im Dezember, dass unsere Intensivstationen in diesen 4 Spitälern, die Intensivstationen haben, KSA, KSB, Hirslanden, Aarau und Muri, nicht nur einen Tag lang, sondern während längerer Zeit, fast 2 Monate, überlastet oder höchst belastet sind und dann in eine Überlastung hineingelaufen sind und man Notfallpatienten, Unfallpatienten oder solche, die sonst operiert worden sind, Schlaganfallpatienten nicht mehr behandeln können, weil man überlaufen ist wegen Corona. Dann muss man etwas machen, das etwas bringt. Dann nützt es eben nicht irgendwie eine symbolische Massnahme zu machen. Und das ist das, was Sie angesprochen haben, wo wir die Notbremse gezogen haben, damit unsere Spitäler nicht überlaufen und überlastet sind, damit wir auch für den Rest der Bevölkerung noch Platz haben, um sie zu behandeln. Die sind Sie besuchen, die Intensivstationen, die sind Sie anschauen vor Ort? Ja, immer wieder. Also das erste Mal bin ich übrigens in einer im Januar vor einem Jahr, vor Corona, das war aber eher ein Zufall gewesen. Und nachher vom März weg bin ich etwa geschätzt 6-7 Mal in diesen Intensivstationen im Kanton Aargau. Ja. Jetzt, in Ihrer Partei rumort es ja ein bisschen fest. Viele fordern jetzt eine relativ schnelle Öffnung. Läden und Beizen sollen wieder aufgehen. Es gibt sogar deren, die zu zivilem Ungehorsam aufrufen. Ich nehme an, die Forderungen kommen zum Teil auch direkt zu Ihnen. Was sagen Sie? Ja, Sie dürfen davon ausgehen, dass ich seit einem guten Jahr jetzt sehr viele so Forderungen bekomme, ob das jetzt aus meiner Partei ist oder einfach direkt aus der Bevölkerung oder von Verbänden oder von Betroffenen, spielt keine Rolle. Also wir kommen im Tag zwischen 50 und vielleicht 250 so Forderungen und Meldungen und Wünsche übermittelt über, meistens schriftlich, Mail, Brief, wie auch immer, selten telefonisch und nehmen nach bestem Wissen und Gewissen dazu Stellung, ja. Welche Öffnungsschrittlockerungen sind in Ihrer Meinung nach jetzt ab März möglich? Jetzt sind wir so in einer speziellen Situation, wo einerseits ein recht hohes Ansteckungsgeschehen noch passiert, also knapp unter 100, auch im Kanton Aargau, wo wir aber glücklicherweise auf den Intensivstationen, und nochmal, das ist das Hauptziel der Pandemiebekämpfung, dass man die Spitalkapazitäten offen behalten und nicht überlastet. Auf den Intensivstationen haben wir eine bessere Situation. Also wir haben heute noch etwa ein Viertel von der Kapazität belastet durch Corona-Patienten, und die grosse Unbekannte ist einfach, dass man nicht weiss, wie sieht es mit dem Anstieg von der Virenzahl, von den Infektionen aus, mit Bezug auf die neuen Mutationen. Das ist die grosse Unbekannte, die ich Ihnen heute nicht oder noch nicht beantworten kann. Man hört unterschiedliche Signale, jetzt vor allem aus der Westschweiz, aus Genf, von verschiedenen Wissenschaftlern. Ich habe persönlich kein klares Bild, wie sieht es in der Zukunft aus, ob die Mutationen zum dominanten Effekt werden und Treiber werden. Ich hoffe, dass wir in einer Woche, wenn der Bundesrat muss entscheiden muss, übermorgen in einer Woche, entscheiden, was im März passiert und gilt. Ich hoffe, dass man bis dann klarer sieht. Was wäre denn, sagen wir, die erste, wenn man jetzt kann, wieder auftun, was ist denn aus Ihrer Perspektive das Wünschbare, wo wir als erstes wieder zum Laufen bringen können? Läden, Beizen, Restaurant, zu Abend essen. Ich nehme an, das vermissen Sie auch. Wünschbar wäre eigentlich alles zusammen, möglichst schnell wieder aufzutun. Der eine geht lieber ins Restaurant, weder in einen Laden, aber das denke ich, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Es geht darum, was ist möglich, was ist sinnvoll und was können wir uns vom Risiko her, das es gibt, bei einer Öffnung auch erlauben.
Eine Kritik an Regierungen in vielen Ländern, in der Schweiz, auch an Kantonsregierungen lautet, vorgetragen übrigens auch gerade von den Leuten aus ihrer Partei, aus der SVP, die Regierungen werden von der Wissenschaft vor sich hertreiben, also eigentlich hat die Wissenschaft, quasi jetzt Medizin und die Virologen haben die Macht übernommen. Was sagen Sie da dazu? Ja, doch eine bisschen komische Aussage. Also ich fühle mich weder von meiner Partei vor mir her getrieben, noch fühlte ich mich von einem oder von mehreren Wissenschaftlern vor mir her getrieben. Also absolut nicht. Im Übrigen ist es ja so, wie immer in der Wissenschaft, es gibt in der Virologie, Infektiologie, Immunologie nicht einfach eine einzige Meinung, sondern es sind relativ vielfältige Meinungen. Das sieht man auch, wenn sich Vertreter von dieser Taskforce vom Bundesrat äußern. Die sind ja in der Regel auch nicht einig. Also wahrscheinlich unvorstellbar, sich vor denen zu treiben lassen, weil ja die gar keine einheitliche Meinung haben. Also müsste man uns genau erklären, was sie meinen damit. Die Meinung ist, dass eben die Massnahmen eigentlich nur mit wissenschaftlichen Kriterien begründet sind und politische, wirtschaftliche Kriterien total in den Hintergrund getreten sind. Das ist so eine Grundaussage. Ja gut, das ist eine Unterstellung natürlich, vor allem am Bundesrat, vielleicht auch am Regierungsrat. Man denkt sich einseitig auf die gesundheitlichen Aspekte abstützen. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Nicht ich allein bin involviert als Regierungsrat, als Regierungsmitglied im Kanton Aargau. Wir haben andere Departemente, die stark involviert sind. Nehmen Sie die Bildung, gerade in den letzten paar Wochen ein bisschen im Fokus gewesen, wegen der Maskenfrage, wegen der Frage Schulschliessung, Sek 2 und so weiter. Nehmen Sie die Wirtschaftsmaßnahmen, die Härtefallmaßnahmen, wo das Innendepartement stark im Fokus ist. Und dort ist ein sehr dominantes Thema, auch im Gesamtregierungsrat. Wie gehen wir mit diesen Schäden, Folgeschäden um? Wie gehen wir mit diesen sozialen Problemen um, die es daraus gibt? Auch bis in die Unternehmen, bis hin zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Also es wäre jetzt, glaube ich, falsch zu behaupten, man hat den Fokus einseitig auf die Pandemie und nur auf die Medizin. Ich glaube, das ist nicht so. Gerade auf dieser Ebene, wie lange wird uns die Pandemie noch beschäftigen? 2024, 2025? Ja, da weiss niemand. Es gibt immer etwa 3-4 Wellen bei so Epidemien, das ist normal. Aber es kann wahrscheinlich niemand eine Prophezeiung machen. Ich habe keine Glaskugel, Herr Pfister. Sie haben vorhin erwähnt, bei 100 Ansteckungen sind wir im Moment im Kanton. Ein bisschen drunter, ja. Genau. Was wäre denn so eine Zielgröße, wo Sie sagen, da müssen wir hin, da haben wir die Pandemie im Griff, alles im grünen Bereich? Wenn wir es schaffen, mit einem bestimmten Infektionsniveau die Intensivstationen leer zu haben, fast leer zu haben, dann sagen wir so, Maximum zu 80%, wie auch im Normalzustand, ausgelastet zu haben, dann sind wir dort, wo wir sein sollten. Aber das ist eben nicht nur einfach die Ansteckung pro Tag. Oder? Es ist immer die Frage, ob sie nachher wieder raufgeht. Also Sie haben es letztes Jahr gesehen, wir haben einmal weniger als 10 Ansteckungen gehabt, wir haben einmal weniger als 100 in der ganzen Schweiz gehabt. Das ist das, was wir heute im Aargau haben. Und es hat nachher gleich eine zweite Welle gehabt. Darum haben wir dort im Nachhinein nicht können sagen, wir haben es im Griff. Im Griff haben wir es dann, wenn die Spitalkapazitäten nicht überlastet werden, eigentlich unabhängig davon, wie viele Infektionen es gibt. Und darum ist ja die grosse Hoffnung und das grosse Ziel, dass wir mit der Impfung aus diesen Problemen rauskommen. Sie haben schon vorhin gesagt, Sie haben keine Glaskugel, weiss ich, trotzdem Ihre Einschätzung, werden wir einen einigermaßen normalen Sommer erleben? Ich muss schon wieder in die Glaskugel schauen. Ja, ich bin eigentlich Optimist, darum sage ich jetzt ja, aber ich weiss es wirklich nicht. Herr Galatti, ganz herzlichen Dank und Ihre Worte in Gottes Ohr. Herzlichen Dank. Danke, merci. Für den Tag hier im Spital Zofingen. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wie immer gesund bleiben. Nächste Woche ein neuer Gast, neues Thema. Herzlichen Dank. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.